Merci, Herr Präsident. Den Rapporteur Herr Angel huet zu Recht gesot, dat de ganz sensible Sujet ass. An ech mengen, dat den eigentlich aus eng Explikationen och op verschiedenen Punkten hingewiesen hunn, déi effektiv Probleme kënnen durchstellen an die Deelsinn vun diesem Akkord, den lo vun menggem Vierredner awer so kritiséiert ginne sinn. Den Akkord, iwwer dem wir aufstimmen, gesagt eine gemeinsame Organisation von der Fluchtraumsicherheit von den Benelux-Staaten, 4 am Fall, wo nicht militärischen Flieger Sicherheit von engem von den 3 Ländern respektiv von der Bevölkerung menaciert. Am Fall, wo so ein Flieger detektiert wird, verschmilzen die Luftraum von den 3 Ländern zu einem einzigen. Und da lebt eine Prozedur, die aus 4 Etappen besteht, von der Kontaktaufnahme mit dem verdächtigen Flieger über Warnschuss bis hin zum Aufschuss dem Force letal vun dem Objet. Die letzte Option, den Aufschuss, Force letal, die war nicht über Lützeburgischen Luftraum geschehen, sondern just über Belgien und Holländischen. Und das ist auch die Force letal, die aber zu diesem Akkord gehört, die für uns ein größeres Problem darstellt. Herr Präsident, an Deutschland gibt es effektiv eine Diskussion rund um Force letal, die Zuwendung von der Force letal unter dem 9/11. Sie kommen besonders auf, weil ein paar Monate nach dem 9/11 ein Sportflieger über Frankfurt geflogen ist, ohne weiter Base-Absichten oder auch ohne weiter gefährlich zu sein, aber für große Panik bei den Leuten gesorgt wird. Die dämolische Bundesregierung wollte über Gesetz ermöglichen, dass da bestimmte Fälle zum Aufschuss für so Fluchobjekte kommen, ganz ähnlich wie der durch Lohai mit diesem Akkord vorgesehen ist, über den Territoire von der Belgien und von Holland. Es waren Demos unter anderem die Liberalen rund um gemeinsamen Homonym de Gerhard Baum, die für ein deutsches Verfassungsgericht geklagt haben. Das deutsche Verfassungsgericht ist auch zum Schluss gekommen, dass es so eine Erlaubnis gibt, das deutsche Grundgesetz versteht, aus 2 Gründen. Erstens, dass auch gesagt wird, weil das Militär in Deutschland nicht bannen kann angesagt gehen. Und zweitens, weil der Verstoß auf das Recht auf Leben angehend Garantie von der Dignität ist. Herr Präsident, wir sind aber auch am Gang, um eine Verfassungsreform zu schaffen, die an der Öffentlichkeit breit diskutiert wird. Und an der Verfassungsreform steht der Kapitel 2 unter dem Titel Droits fondamentaux, Artikel 12, La dignité humaine est inviolable. Und es geht weiter, in Artikel 13. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Das ist das Projekt von unserer Verfassung. Dafür sind die verfassungsrechtlichen Überlegungen von meinen Vierredner am Menge nahen, aber auch unter dem doten Blickwinkel zu gucken. Die Diskussion in Deutschland wurde aber nicht 2006 abgehalten, also geht bis heute 4 Uhr. 2012 gibt es also ein weiteres Urteil gehen vom deutschen Bundesverfassungsgericht, was sieht, dass ein Aufschuss von einem Flieger kann rechtens sein, wenn er von der Regierung, nicht nur vom Defenseminister, sondern von der Regierung autorisiert wird, und auch just dann, wenn nachgewiesen ist, dass sich über Bord just Terroristen kein Zivil oder Unschuldiger befanden. Das ist auch im Moment die aktuelle Situation in Deutschland. Das heißt, auch wenn Horrorszenarien gemalt gehen, dass Lützeburg da so wie ein rechtsfreier Raum wäre, so muss ich sagen, in Deutschland ist das auch so. In Deutschland kann nicht ein Flieger, der voll bemannt ist, aufgeschossen gehen. Bon, was dezidieren wir eigentlich hier? Und ich meine, dass das aber eine gewisse Problematik hat. Wir partizipieren mit diesem Akkord, oder wir partizipieren als Chambre hier in einem Akkord, der gesagt, dass in Zukunft ein Staat, wenn auch nicht der Lützeburgischen, die Erlaubnis kriegt, wir können gezielt auf einen Flieger, einen bemannten Flieger schießen, zu losen, das potenziell eine Gefahr durchstellen kann. Wir sind dummer der Vertragspartei von dem Akkord. Und effektiv ist es auch so, dass dem Flieger unbedeligter respektiv unschuldiger
können sitzen, die eben just den Pech hatten, dass sie just zum falschen Zeitpunkt an dem falschen Flieger sitzen. Lützeburg wëlech zwar net an, dass iwwer zingen Territoire des Dief geschéien den Aufschoss mit mecht Sären Neusen awer net unproblematisch. Dodurch well ma iwbe Vertragspartei sie vun eng Makar den dëst ënnerstützt an der Praxis. An Luftreim vun den 3 Länder giche am Fall vun enger Menace och ze Summe geschloss, wo mat sech Lützeburg och net aus der Verantwortung zieht, wann dat an engem andere Land geschieht wie demjenigen, wo den Aufschluss schlussendlich stattfindet. Für euch stellt sich froh, ob, aber ja wie nie, in überhaupt 100% sicher kann sein, dass ein Fluchobjekt genutzt wird, für einen Attack auszuüben. Weil heute dürfte schon eigentlich auf keinen Fall Zweifel gehen und wir sind eine 100% Sicherheit tun. Wenn wir wissen aber alle gut, dass die 100% Sicherheit etwas unheimlich Schwieriges an dem dortigen Domain ist. Als 100% Sicherheit überhaupt feststellbar, aber ja, also richtig, dem Leben von unschuldigen Leuten einzusetzen, für andere Leben zu schützen, kann die Menschenleben gegen den abweihen, heilige Mittel, den Zweck, das sind alles wesentlich Frohen, die aber abbleiben, auch Heimater. Weil, wie enthält schlussendlich die Decision, dass mit 100% Sicherheit kein Zweifel darüber gibt, dass ein Fluchobjekt genutzt wird für eine Tagesbevölkerung zu machen, auf jeden Fall wie ein Gartfuhren sind dran an dem Akkord. Weil auch den Akkord als engen Detailer einer Leiit schon engem Geheimnisprinzip an Leiit eis an der doter Explizität natürlich auch nicht viel. Herr Präsident, auch wenn an dem heutigen Gesetzesprojekt über Lützeburgem Territoire Force Letal nicht legitimiert, als was natürlich auch in der Praxis aus den Gründen, die wir noch schon abgezählt, die sind immens schwer, wir mengen wir, dass sich trotzdem ganz, ganz viel prinzipiell Frohen stellen, was der Renegade angeht, weil wir auch in einem Akkord partizipieren, indirekt, was den Aufschuss von Fliegern möglich macht. Merci. Merci, Antwort für den direkten zuständigen Minister, Herr Etienne.